So, hallo, einen schönen guten Morgen hier in Ottmarsheim. Wir sind schon in der Naturerlebniswoche 2021 und weil jetzt die Sonne rausguckt, mache ich spontan mit euch einen Spaziergang, denn das diesjährige Jahresmotto heißt Wilde Weide Walks. Lasst euch überraschen, welche wilden Weiden hier in Ottmarsheim zu sehen sind. Also an den Traubenhyazinthen waren ja schon Erdbienen unterwegs. Hier hört man nur was vorbeizischen, aber den Borretsch hier hat noch niemand entdeckt. Borretsch ist übrigens sehr lecker, schmeckt sowohl im Salat als auch in so kleine Pfannküchle. Und hier sind wir jetzt an der ersten Weide angekommen, wo größere Tiere stehen. Diese Pferdekoppel gehört zum Zucht- und Reitstall Schneider. Und direkt hinter dieser Pferdekoppel liegt der höchstgelegene Weinberg in Deutschlands schönstem Weinort. Und in meinem Keller habe ich noch eine Flasche von diesem Jungfernwein. Diesen Genuss wollen wir uns jetzt mal gönnen. Der ist aber lecker, der hat sich gut gehalten. Ja. Also da zeigt sich einfach, Riesling ist prima lagerfähig, die Säure macht ihn gut haltbar. Ja, da ist was drin. Bei den Pferdekoppeln ist es ja ganz gut, die werden ja immer wieder abwechselnd genutzt. Das Hirtentäschel hat seinen Namen von den Blättern, deren Form an Hirtentaschen erinnern. Und ganz praktisch auf unserem Weg liegt jetzt hier noch die Pizzeria da Pepe. Und dann nehmen wir uns eine Focaccia Semplice mit. Füttern ist natürlich verboten und anfassen sollte man sie auch nicht. Aber gucken kann man immer. Beim Reiterhof Schneider werden immer wieder Fohlen geboren, die dann auch prämiert werden. Also hier hat es richtig schöne Tiere zu sehen. Und wenn wir dann am Reiterhof weiterlaufen Richtung Wald, dann kommen rechter Hand Weiden, auf denen Galloways stehen oder liegen. Wir wissen natürlich schon, wo es eine Bank hat. Hier am Lindenbusch. Aus dem Dorf hat man es gerade 12 Schlagerhörer. Da liegen wir genau gut in der Zeit. Jetzt laufen wir am Waldrand entlang, genießen noch die Vogelstimmen, machen einen Bogen ums Dorf und schauen uns dann die Weiden auf der anderen Seite des Dorfes an. Jetzt da haben wir einen schönen Wald, einen schönen Buchenwald. Und da steht ja die Eure an der Eiche dazwischen drin. Deswegen war ja Wald früher eigentlich eine Aueweide. Weil da haben wir noch Säure austrieben gehabt und die haben die Eichel fressen können. Und dann gibt es ja im Wald auch noch Stellen, wo es richtig duftet nach Waldmeister. Das ist das Zeug, was wir gern für die Maibowle haben. Neben diesem Biotop hier am Waldrand liegt schon ein großes Rapsfeld und das weiß man ja, wenn wir Honig kriegen, dann kommen da wohl die fleißigen Honigbienen weiden. So, und jetzt sind wir ja ganze Strecke ums Dorf rumgelaufen und deswegen kommen wir jetzt hier nach Bangkok und ich habe da mal was vorbereitet. Zitronenmelisse und Zitronenscheible. Es gibt jetzt einen leckeren Schorle-Cocktail. Eiswürfel sind leider gerade aus, aber schmeckt auch so sehr erfrischend. Und es darf ruhig auch ein bisschen den Durst löschen. Und für den Jörg habe ich natürlich noch ein bisschen was dazu. Ein kleines Hasenbrot. Hier haben wir jetzt das Teekesselchen zur wilden Weide. Und die Triebe kann man verwenden, entweder im Weinberg zum Anbinden oder zum Körbeflechten. So, und hier oben sind wir jetzt bei unserer letzten Weide angekommen. Man sieht auch schon, in der Mitte wird gegrast. Hinten unter den Obstbäumen sind ja Blumen und hier vorne sind die schon alle verknuspert, weil sie so lecker sind. Und auf den Weiden ist manchmal auch der Star unterwegs. In den Obstbäumen gibt es immer wieder so kleine Nisthöhlen und dann ist ein Stare drin. Hier rechts stehen auch nochmal Galloways. Und hier kommen wir noch an einem schönen Stückle vorbei. Der Besitzer hat seinen Weinstock so toll rechts und links entlang gezogen, dass es ein richtig schönes Portal gibt. Und mit diesem schönen Schlussbild möchte ich mich von euch verabschieden. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.